da sagte Herr Jesus zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. 4 Vers 10. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau sagt nicht, das geht gar nicht, sondern sie sagt, das ist ihre zweite Frage, Herr, schön, sie nennt ihn Herr. Sie sagt nicht einfach, du hast kein Schöpfgefäß. Sie sagt Herr. Zuerst hat sie erkannt, das ist ein Jude. Aber jetzt gibt sie diesem Juden auch eine Autorität. Nicht wahr? Wir sagen auch, wenn man jemanden trifft auf der Straße, guten Tag, Herr Müller. Mit Herr gibt man eine gewisse Ehre. Und so sagt sie, Adon, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Und wirklich, der war tief. 41 Meter. Heute ist nur noch 23 Meter. Warum? Das ist diese Dummheit. Leute, wenn sie dort sind, denken sie, wie tief ist der Brunnen? Ich bin ganz gescheit. Na, Handy. Zeit, Stein. So, und jetzt kann ich die Tiefe messen, bis es da getönt hat. Und wenn das alle machen. Ja, aber eben damals war 41 Meter tief. Ein Brunnen mit einer Quelle. Und das ist schon speziell. Übrigens, es gibt mehr als 20 Quellen auf dem Garizim, auf dem Berg des Segens. Im Kontrast zu Ebal, dem Berg des Fluches. Das ist wirklich, das ist so. Das ist der Berg des Segens, das ist der Berg des Fluches. Und dort am Fuß des Berges des Segens, du hast kein Geschöpfgefäß, der Brunnen ist tief. Woher hast du das lebendige Wasser? Sie stellt Fragen und der Herr erklärt weiter. Und nun kann man durch das Johannesevangelium hindurchgehen. Ständig kommt dieses Thema vor, Missverständnis um die Bedeutung von Wörtern. Nicht wahr? Der Herr sagt, ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und sie meint, das ist normales Wasser. Nicht wahr? Jemand aus Europa würde sagen, ja, die Frau war ein bisschen naiv. Wenn er sagt, lebendiges Wasser, das tönt doch so mystisch. Das tönt doch nach irgendeinem energetischem Wasser. Und sie meint, das ist ein normales Wasser. Nein, auf Hebräisch ist das so und auf Aramäisch. Mayim Chayim, das ist ein normaler Ausdruck im Althebräischen und auch Neuhebräisch für frisches Quellwasser. Ganz normal. Er hätte dir frisches Quellwasser gegeben. Woher hast du das? Du hast ja gar kein Gefäß. Und der Herr erklärt nach und nach. Und zwar benutzt er eben diesen Ausdruck im übertragenen Sinn. In Johannes 7, 37 bis 39 kann man nachlesen. Dort wird von Johannes erklärt, dass der Ausdruck lebendiges Wasser spricht von dem Heiligen Geist, der kommen sollte, Johannes 16, um in die ganze Wahrheit zu führen und Jesus Christus zu verherrlichen. Der Heilige Geist vermag es, unsere ausgetrockneten Seelen zu erfrischen, indem er unsere inneren Augen auf den Herrn Jesus, den Sohn Gottes von Ewigkeit richtet. Und so meinte der Herr Jesus eben lebendiges Wasser.